Hallihallo miteinander. Heute ein DTV Junior Buch vom J.R.R. Tolkien, Der kleine Hobbit. Es gibt ja mittlerweile etliche Verfilmungen von den Büchern von Tolkien, aber ich denke, nichts kann den Genuss vom Buch mit den Geschichten übertreffen. Dafür jetzt mal ein kleiner Appetit haben. Einfach mal der Anfang vom Hobbit. Eine unvorhergesehene Gesellschaft. In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen, nassen Loch, in das die Enden von irgendwelchen Würmern herabbaumelten und das nach Schlamm und Moder roch. Auch nicht etwa in einer trockenen Kieshöhle, die so kahl war, dass man sich nicht einmal niedersetzen oder gemütlich frühstücken konnte. Es war eine Hobbithöhle und das bedeutet Behaglichkeit. Diese Höhle hatte eine kreisrunde Tür wie ein Bullauge. Sie war grün gestrichen und in der Mitte saß ein glänzend gelber Messingknopf. Die Tür führte zu einer röhrenförmig langen Halle, zu einer Art Tunnel, einem Tunnel mit getäfelten Wänden. Der Boden war mit Fliesen und Teppichen ausgelegt. Es gab Stühle da von feinster Politur und an den Wänden Haken in Massen für Hüte und Mäntel, denn der Hobbit hatte Besucher sehr gern. Der Tunnel wand sich, führte aber nicht tief ins Innere des Berges hinein, denn alle Leute viele Meilen weit rund im Lande schlechthin den Berg nannten. Zahlreiche kleine runde Türen öffneten sich zu diesem Tunnel, zunächst auf der einen Seite, danach auf der anderen. Treppen zu steigen brauchte der Hobbit nicht. Schlafräume, Badezimmer, Keller, Speisekammern, eine Masse von Speisekammern, Kleiderschränke, ganze Räume standen ausschließlich für die Unterbringung seiner Garderobe zur Verfügung. Küchen, Esszimmer, alles lag in demselben langen Korridor. Die besten Zimmer lagen übrigens auf der linken Seite, wenn man hineinkommt, denn ausschließlich diese hatten Fenster, tief gesetzte runde Fenster, die hinaus auf den Garten blickten und über die Wiesen, die sich gemächlich hinab bis zum Fluss neigten. Das ist doch eine ganz andere Sache. Das ist doch was, das sehen wir mal wieder. Ein schöner Lesestoff in unserer Zeit ist einiges wert. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.